Servus Deutschland, wie geht's euch meine Freunde? Ich bin's, euer Abraham. Ihr wisst, ich habe das letzte Mal ein Video gedreht wegen Corona, was mir durch den Kopf ging, und ich habe euch eine Fortsetzung versprochen. Heute habe ich die Fortsetzung dabei. Und zwar, wir befinden uns in einem Zeitalter, welches schon in der Bibel und im Koran erwähnt wurde. Die Welt, die wir so gekannt haben, wird es im weiteren Verlauf nicht mehr geben. Der Teufel wird immer stärker, und wenn der Teufel stärker wird, dann wird Gott auch stärker. Deswegen müsst ihr damit rechnen, dass es zu einem großen Crash kommen wird. Es wird ein Krieg ausbrechen, es werden viele Menschen sterben. Das ist keine Prophezeiung, das ist Fakt. Und an eurer Stelle würde ich jetzt anfangen, mich für das Gute zu entscheiden, mich von allem loszubefreien, was mich in die falsche Richtung lenkt, was mich fernhält von Gott und meinem Glauben. Es spielt keine Rolle, ob du Jude, Christ oder Moslem bist. Nähere dich Gott. Schaue öfter in dein Glaubensbekenntnis, in dein Glaubensbuch rein und versuche zu verstehen, was Gott dir vermitteln wollte. Lerne mehr über dich und lerne mehr über deine Kultur, über deine Mitmenschen und über das Gute und die Liebe. Die Welt wird es nicht mehr so geben, wie sie vorher bestand. Ihr seht es, tagtäglich sterben Tausende von Menschen auf der ganzen Welt. So einen Ausnahmezustand gab es schon lange nicht mehr. Und immer, wenn es solche Ausnahmezustände gab, dann gab es gravierende Auswirkungen auf das Fortgeschehen der Welt, auf das Voranschreiten der Menschheit. Und genauso wird diesmal auch etwas ganz Großes auf uns zukommen. Deshalb, wie gesagt, nähert euch Gott. Es spielt keine Rolle, welche Religion ihr habt. Es gibt nur diesen einen Gott. Alle Religionen kamen von Gott. Es fing an mit den Juden, ging über zu den Christen und zum Islam. Von daher, mach dir keinen Kopf. Halte dich an deine Regeln deiner Religion. Es wird in keiner Religion explizit Hass gegen andere Religionen gepredigt. Das ist eine Lüge. Ich habe alle Religionen, mich mit allen Religionen befasst und alle Glaubensbücher der Religion selber gelesen, und ich bilde mir erst eine Meinung, wenn ich es selber gesehen habe. Und ich habe mich auch ausgetauscht mit vielen Religionsführern aus den verschiedenen Religionen, und wir sind alle zu einem Entschluss gekommen. Es steht nirgendwo willkürlicher Hass gegen eine andere Religion drin. Von daher, hört auf mit diesem gegen andere Religionen Hetze machen oder allgemein gegen andere Rassen Hetze machen. Wir sind Menschen, wir bewohnen alle die gleiche Erde. Lasst uns zusammenhalten und gegen das Böse kämpfen. Der Teufel wird stärker, Menschen sterben tagtäglich. Wo der Coronavirus herkommt, wissen wir nicht. Er kann auch in einem Labor einfach hergestellt worden sein, um irgendwelche Sachen zu verursachen. Wir wissen es nicht. Es wird immer wieder in den Medien gesagt, es gab vorher schon irgendwelche Erklärungen oder Prophezeiungen von diesem Coronavirus. In irgendwelchen Büchern wurde er erwähnt. In irgendwelchen Schriftstücken der Bundesregierung soll er schon drin gestanden haben. Von daher, ihr dürft nicht vertrauen einem System, was darauf aufbaut, andere auszubeuten. Einem System, was darauf aus ist, Menschen zu verschulden. Durch die Entstehung von Geld entstanden Schulden. Durch die Entstehung von Besitz entstanden Schulden. Erst als der erste Mensch angefangen hat und gesagt hat, dieses Stück Land gehört mir, und es eingezäunt hat, so wie ihr hier seht, diesen Zaun. Als das angefangen hat, als der Besitz auf die Welt kam, kam der Hass. Durch den Besitz, eigentlich gehört der Boden uns allen, der ganzen Welt. Und es gibt genug Boden für uns alle Menschen. Wir müssen nicht Boden in Anspruch nehmen und den Boden verpachten. Wir müssen nicht den anderen was wegnehmen, damit wir profitieren können und Druck auf sie ausüben können. Und das ist das, was gerade auf der Welt die ganze Zeit passiert. Der Kapitalismus ist in seiner höchsten Form. Wenige Menschen haben das meiste an Besitz angehortet, angesammelt. Und so wie ich euch schon mal gesagt habe, Besitz darf nicht gehortet werden, darf nicht gesammelt werden. Besitz, Geld, solche Sachen, Ressourcen müssen zirkulieren. Es muss zirkulieren auf der ganzen Welt. Dann zirkuliert auch das Böse, das Leid, das Gute. Wenn einer alles hortet und die anderen nichts haben, dann werden sie für immer leiden, weil sie nichts haben in diesem System, in dem wir uns befinden. Schauen wir uns die armen Völker der Welt an, die Naturvölker. Sie wollten nicht Rohstoffe aus dem Boden rausholen. Sie wollten nicht Wohlstand. Sie wollten nicht sesshaft leben. Sie wollten mit der Natur verbunden ganz einfach leben. Dann kam der hungrige, erfolgshungrige Mensch und hat angefangen, diese Länder auszubeuten und ihnen das wegzunehmen, was sie eigentlich gar nicht brauchten. Die haben nicht verstanden, was dieser Mensch von ihnen wollte, und haben sich von diesen Menschen unterdrücken lassen, weil sie einfach nicht kämpfen wollten gegen einen anderen Menschen. Dann kam es zur Zwangsunterdrückung, und so wurden auch Menschen versklavt, weil die Naturvölker es in der Natur gelernt hatten, man darf nicht gegen seine eigene Spezies kämpfen. Das wurde ausgenutzt von den kapitalorientierten Menschen.
Und das ist das Problem, das ist der Teufel, der in diesen Menschen drin gesteckt hat. Wir brauchen dieses ganze Tamtam nicht. Rafft euch, kommt wieder zurück auf euren Ursprung. Vertraut auf die Natur, vertraut auf eure Mitmenschen und vertraut am meisten auf Gott. Denn die Zeit von Gott kommt jetzt. Somit wünsche ich euch schöne Ostern. Euer Abraham.